Wir beschäftigen uns mit dem göttlichen Design von der Transparenz, etwas Wunderschönes. Und gleichzeitig ist es ja auch wie ein physikalischer Grundsatz, wie eine geistliche Physik, dass das Licht schlussendlich jede Finsternis wird überwinden und vertreiben. Und wir haben gesehen, dass das auch in Lebensläufen, in einzelnen Biografien ganz genau so zu sehen ist. Nämlich ein Beispiel von einem früheren deutschen Rockmusiker, Erwin Hilbert, der schlussendlich einen grossen, langen, dunklen Rattenschwanz von ihm ist abgeschnitten wurde, wo Jesus ihm ist begegnet und er seither ein komplett anderes Leben führt. Und wir fragen uns natürlich auch, hat das einen Einfluss auf die Gemeinschaft, auf die Art und Weise, wie wir Gemeinschaften pflegen? Und die Antwort ist schon jetzt ja, ganz stark. Der John Wesley hat sich nicht gesagt, jetzt gründe ich die methodistische Kirche. Wie mache ich das am gescheitsten? Ja, da gibt es ein paar Handbücher und da kann man nachlesen, wie das geht. Richtige Strategie. Sondern er hat gesagt, ich möchte gerne Gottes Willen tun. Wie mache ich das am besten? Da hat er natürlich die Nase immer in der Bibel gehabt. Und es ist tatsächlich so gekommen, dass er die methodistische Kirche gegründet hat. Allerdings hat sie am Anfang nicht so geheissen. Und warum dass seine Arbeit so nachhaltig war und die Wirkung so breit, warum so viel Frucht ist entstanden, hat erstens damit zu tun gehabt, dass er sehr eine klare Botschaft hatte, punkto Bekehrung. Menschen haben sich wirklich aus der Finsternis zum Licht bekehren. Das ist das Thema, das wir ja im Moment haben, dass eben das Licht von Gott überhand nimmt in einem Menschenleben. Aber das ist noch längstens nicht die vollständige Erklärung, sondern dass er gesagt hat, ja, die Leute, die jetzt auf einmal ins Licht hineinkommen, die müssen nachher innerlich auch ausgeleuchtet werden. Das heisst, die müssen Nacharbeit erleben, die müssen in Gruppen zusammenbleiben, jemand muss die betreuen, jemand muss mit denen durch alle Kinderkrankheiten durchgehen, bis sie dann schlussendlich solid stehen. Und noch dann ist es nicht abgeschlossen. Und dann kommen wir noch zum dritten Grundsatz, der für ihn sehr wichtig war und der erklärt, warum die methodistische Kirche so ein weltweiter Erfolg ist geworden. Der Wesley war ein guter Strateg und ein sehr cleverer Pädagoge, ein Menschenkenner bis durch und durch. Und so hat er gewusst, wie können Menschen am besten wachsen im Glauben. Wie kann das Licht immer mehr das Dunkel aus dem Menschenherz rausnehmen? Wie kann eine Gemeinschaft nachher auch durch das transparent werden? Darum hat er gesagt, wir machen Hauskreise. Er hat allerdings nicht gesagt, die heissen Hauskreise, sondern Banden. Das waren Banden. Oder auch nicht Zellgruppen, sondern eben Banden. Und wenn die Banden zusammenkommen, gibt es vor allem ein Prinzip, bevor man überhaupt wieder ein bisschen weitergeht, schaut man zurück und dann macht man genau das, was hier auch bei diesem Staudamm zu sehen ist. Nämlich, der Damm darf nicht das Wasser zurückstauen. Jeder muss sagen, was er in den letzten Wochen gesündigt hat. Sonst hat es gar keinen Sinn, dass sie zusammenkommen. Sie müssen voneinander beichten, sie müssen sich erforschen und sie müssen nachher alles transparent voneinander bloßlegen, wo sie gegenüber Gott und den Mitmenschen sind schuldig geworden. Sonst gibt es einen Stau. Der Damm muss also immer rinnen, so wie sie hier die Wassersperre gemacht haben in Wattenwil, wo es heisst, nur mit einem Hochwasser muss man da ein bisschen zurückhalten, sonst soll es immer ablaufen, sonst gibt es einen Stau. Er hat natürlich mit dem sicheren Instinkt genau den Bereich getroffen, der einem am meisten wehtut. Es ist überhaupt keine Kunst, zusammenzukommen, irgendetwas zu jammern, vielleicht auch gewisse Gebrechen, die man hat, für über sich zu beten, alles zu diskutieren, Gott und die Welt, gescheite theologische Diskurse zu führen, Bibelwissen voneinander auszubreiten, all das und vielleicht sogar noch schlecht über andere reden, ist nie eine Kunst. Aber herkommen und das sagen, was dir niemand ansieht, nämlich was du in den letzten Wochen gepostet hast, wo du schlecht hast über andere gedacht, was du Schlechtes gemacht hast, das weiss ich selber von mir, haargenau. Das ist das Härteste, was man sich auferlegen kann. Und genau das hat der Wesley verlangt. Er hat gesagt, ohne dass die Geheimnisse vorkommen, ohne dass das Innerste ausgeleuchtet wird, sogar Gedanken, ohne dass das geschieht, gibt es eigentlich keinen Fortschritt, weder im einzelnen Menschen noch in der Gemeinschaft. Das heisst, wenn die Gemeinschaft nicht auf einem solchen Weg ist, ist sie früher oder später eine Farce. Nichts gegen Biber, aber wir sind keine so Biber, die nachher Dämme bauen und so eine dunkle Brühe zurückstauen. Sünden von vergangenen Tagen, von vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. So dass genau das Gegenteil von dem eintritt, was Gott uns sagt, nämlich, dass er unser Herz immer mehr ausleuchten will, immer mehr Licht hineinbringen und natürlich immer mehr Erleichterung. Und so hat der Wesley gesagt, eure Gemeinschaften sollen sein wie hier. Das Wasser soll durchfließen, ein Stau soll nicht entstehen, im Gegenteil soll alles immer wieder weg, sodass die Transparenz optimal ist.
Was das dann auch noch heissen kann, wenn man nochmal eine andere Blickrichtung wählt, werden wir uns im letzten Teil damit noch beschäftigen.